dieser Sachsinger Josef, wo bleibt denn der? 2 Stunden ist der jetzt schon überfällig. Das kann doch nicht sein. Glaubt ihr, wir warten eine Ewigkeit auf den? Chef, das ist normal. Normal. Was ist denn da normal? 2 Stunden überfällig. Ist das etwa normal? Ja, bei dem schon. Der war bei der Bahn. Bei der Bahn? Und ich muss so dringend zum Bieseln. Was sagt das doch? Das ist doch so scheiße. Ja, ich muss auch. Kleiner Moment bitte, der Kollege kommt gleich, aber da muss ich jetzt einfach nur mal nachfragen. Grüß dich. So, was haben wir denn da jetzt so Schwieriges? Spezieller Fall, da weiß ich gar nicht, was ich mit dem machen soll. Aufführer, Abführer, die Sache ist die, der Mann hat 3 Kinder mit 3 verschiedenen Frauen gezeugt. Okay, jetzt aber. Das ist doch heutzutage keine schwere Sünde mehr, dass wir da überlegen müssen. Sehen's? Genau das habe ich auch gesagt. Ja, normal nicht, aber bei einer? Na, nicht schon wieder. Halleluja. Weißt du was? Dann schickst du zum Petrus auf. Soll sich der um seine Vertreter kümmern. Glaubst das? Das schaut ja aus, als wenn seit 100 Jahren nicht mehr geputzt worden war. Und ein Stab ist da herum. Blicken lässt sie überhaupt keiner. Hallo? Hallo? Glaubst du das? Alles musst du selber machen da herum. Das ganze Personal ist beim Teufel. Entschuldigung, aber was machen Sie da? Ja, sauber mache ich, das sieht man doch. Und was machen Sie? Was ich da mache, gute Frau, das ist der Himmel. Ah. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Aber das eine sage ich Ihnen, für eine Putzfrau ist das da herum nicht der Himmel, gell? Weil da schaut es nämlich aus, als wenn seit 100 Jahren nicht mehr geputzt worden war. 200. Was meinen? Nix. Und Sie haben das jetzt da alles in 20 Minuten sauber gemacht. Ja, nein, bevor ich blöd umeinander stehe, gell? Sie sind echt ein Engel, ja. Aber apropos Engel, da wollte ich mit Ihnen noch reden. Sie sind der Michael, gell? Der Erzengel Michael, jawohl. Ja, das Erz hin oder her. Passen Sie auf, ich meine, da ist ja ein Fehler unterlaufen. Weil schauen Sie, ich bin ja bloß über den Eimer drüber gefallen. Und ich habe mir bloß ein ganz kleines bisschen an Knie weh da. Da kann man doch nicht gleich hinkommen, oder? Dann schauen Sie doch einmal nach in einem Bierhall. Maria Langöder, geboren am 5.8.1971 in Traunstein. Gute Frau, was denken Sie von uns? Wir irren uns nie. Der Herr hat Sie berufen, um hier Ihren Dienst zu tun. Ja, das kann schon sein. Aber wer putzt jetzt das Schulhaus? Ja, die Katte schafft das allein nicht. Seien Sie halt bitte so gut und schauen Sie mal rein, ha? Langöder, Langeder, Langbäder, Langfeder. Da, Langeder Maria. Einzuberufen am... Ja. Sehen Sie, hab ich recht gehabt, gell? Feld's früher. Schauen Sie mal. Ja, was ist denn das? Sind das da Spinnweben? Geh, wo? Da? Da? Okay. Was ist denn passiert? Wo bin ich denn? Liebe Maria, Sie sind beim Putzen der großen Fenster in Ihrer Schule von der Leiter gefallen. Und jetzt sind Sie bei uns im Himmel. Aha. Und was mache ich jetzt da? Ihrer Bestimmung folgen. Putzen, Maria. Einfach nur putzen.
Na, das hast du wieder sauber hingekriegt, mein Lieber. Auf direkten Weg in den Himmel. Bravo. Ja, was heißt denn da ich? Was kann ich nicht dafür, wenn der Zug auch grad dann kommt, wenn ich übers Gleis drüber fahre? Ja, hast denn du die roten Lampen blinken gesehen? Freilich, ich bin doch nicht blind. Aber Ja, warum bist du da nicht stehen geblieben? ja, ich hab gedacht, stehen bleiben muss ich erst, wenn's die ganze Zeit rot leuchten. Oh mei, oh mei, oh mei, das gilt doch bloß bei einer Ampel. Da war kein Ampel. Ja eben, aber unbeschränkter Bahnübergang mit Andreaskreuz. Sie sind nicht zufällig der Andreas? Michael. Oh, angenehm. Heigermoser Albert, das ist meine Frau, die Irmi. Ich weiß. So. Ah ja, wir sind ja im Himmel. Dank meiner super gescheiten Frau, die nicht weiß, dass man bei einem unbeschränkten Bahnübergang warten muss, wenn die Lampen blinken. Ja. Jetzt weiß ich's auch. Aber jetzt ist es spät. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Ach so, jetzt war ich nur schuld, dass wir da herum in dem scheiß Himmel sind, oder was? Oh, Entschuldigung, war nicht so gemeint. Ja, du bist ja auch schuld. Hättest nicht wieder 5,5 getrunken, dann hättest du selber vom Toni heimfahren können. Ja, das hätte ich ja machen sollen, weil da fahre ich stockbesoffen noch besser Auto, als wir du nüchtern. Jetzt sagen Sie mal, bittchen, Herr Andreas. Michael. Ja, jetzt sagen Sie mal, muss man ich das andauernd gefallen lassen? Also, Frau Heigermoser, wir sind ja hier oben schon der Wahrheit verpflichtet. Und wenn Sie am Bahnübergang... Ja, überall das Gleiche. Halt's nur zusammen, Mannsbrüder. Ob da herum oder unten, überall dasselbe. Und ich hab mir gedacht, die kommen Himmel. Ja, sind Sie ja. Wenn das der Himmel sein soll, dann frage ich mich schon, was der da herum möchte. Ach so? Na, hab ich deiner Ansicht nach keinen Himmel nicht verdient, oder was? Mit was denn, ha? Mit was denn? Mit deiner andauernden Blätterherrederei von der Früh bis auf Nacht. Allein schon deswegen, dass ich die schon 35 Jahre aushalte. Also das ist ja der Gipfel. Der alte Grand. Sackel Zement, jetzt langt's aber. An Himmel habt ihr zwei die Deppen eh nicht verdient. Aha, ach so. Na nicht. Ja, und jetzt? Möchte uns jetzt der feine Herr Engel in Teilhabe schicken, ha? Na, da weiß ich was Besseres. Ich geb euch einfach nur mal 20 Jahre auf der Erde. Was ist jetzt so der Unterschied zur Hölle? Ja, sag einmal, möchtest du mich als Teufel hinstellen? Dir hat sie ein. Sag her. Ein Zeig kommt mir darauf, da fällst du zum Glauben ab.